Die Leute fragen mich immer, Pat, was hast du eigentlich... Oh, wie es schwankt. Was wäre ich auf der Titanic? Schau mal. Die Leute fragen mich immer, was hast du eigentlich am 14. Januar 2017 gemacht? Schnelldurchlauf. Schau, sie verkaufen hier Erdbeere für 87 Cent für 250 Gramm aus Spanien. Es ist der 14. Januar, what the fuck. Und jetzt machen wir eine Pizza. Und zwar nicht nur irgendeine Pizza, sondern die beste Pizza der Welt. Das startet genau da. Schau, ich habe extra eine Softbox aufgestellt, damit es ein bisschen heller ist. Wir fangen an mit dem Teig, weil den machen wir natürlich selber. Fertigteig kostet zu viel, für das es eigentlich so einfach ist, selber einen Pizzateig zu machen. Und für den Pizzateig brauchen wir zuerst mal etwa 600 Gramm oder 700 Gramm Mehl, Olivenöl, Salz, Hefe und Kräutchen von Haute Provence heissen die da bei uns. Da ist so Thymian und Rosmarin und Zeug und Sachen drin. Wir brauchen Wasser, lauwarmes, eine Waage und eine Schale. Mehr braucht man nämlich gar nicht am Anfang. Viele fragen euch sicher, ja, Hefe aus dem Beutel. Ich habe festgestellt, dass die frische Hefe ganz oft viel stärker nach Hefe schmeckt und dann der Teig so einen hefigen Geruch hat und das mag ich nicht so gerne. Und die aus dem Beutel hat der nicht. Als erstes brauchen wir etwa 500 Gramm Mehl. Die machen wir hier in die Schüssel rein. Als nächstes geben wir hier einfach das gute Salz dazu. Also es muss wirklich relativ viel Salz sein, finde ich. Und dann machen wir in der Mitte mit dem Löffel so ein Loch. Nimmt jetzt das Olivenöl und gibt da schon so einen guten Schuss. Wirklich, es darf schon ein bisschen Olivenöl sein, gibt das so drin. Dann nimmt man die Hefe, den Beutel, geht den ganz drin, weil die Beutel sind meistens für 500 Gramm. Dann nehmen wir die Kräutchen von der Provence. Da nimmt man auch einen guten Schuss, was ich vorher vergessen habe, aber das ist etwas richtig Gutes. Eine Prise Zucker, weil die Hefe durch den Zucker Nahrung bekommt, das heisst, sie geht nachher schön auf. Und jetzt rührt man das zuerst mal so ein bisschen ein. Und ihr seht, es gibt dann so einen Klumpen, aber gut durchrühren finde ich immer zuerst mal das Beste. Und dann gibt man vorsichtig Wasser dazu. Zwar immer relativ wenig und rührt es dann zuerst wieder um. Und schaut, wie der Teig aussieht. Das ist jetzt natürlich noch viel zu wenig. Und dann nimmt man wieder Wasser. Macht wieder einen guten Gutsch dazu. Muss man da so ein bisschen rumgötschen in der Schüssel. Aber ihr seht schon, es fängt schon ein bisschen an klebriger und schwerer werden, das Mehl. Normalerweise macht man zuerst so einen Vorteig. Das heisst, man würde jetzt das zuerst mal so ein bisschen ruhen lassen und so. Aber das mache ich nie, weil meistens, wenn ich Teig mache, habe ich eigentlich immer schon Hunger und nicht Bock, noch das ewig rumstehen zu lassen. Also ich lasse ihn schon gehen, aber nicht 24 Stunden wie die Italiener. So, und wenn man die Hände natürlich vorher gewaschen hat, so wie ich, dann knetet man das jetzt mal so zuerst ein bisschen. Jetzt merke ich schon, er ist ein bisschen sehr klebrig. Das ist aber grundsätzlich nicht so schlimm. Also ich habe lieber einen trockenen als einen klebrigen Teig zum Verarbeiten, muss ich also sagen. So, jetzt knetet man das so ein bisschen. Jetzt schmeckt man auch schon das Olivenöl und Kräutchen und so. Das schmeckt jetzt schon richtig mediterran. Und jetzt merke ich tatsächlich, es ist ein bisschen sehr klebrig. Jetzt geben wir noch mal ein bisschen Mehl dazu. Es muss wirklich nicht viel sein. Darum habe ich gesagt, wir brauchen ein bisschen mehr Mehl als 500 Gramm. Vor allem, weil wir ihn ja nachher auch noch auswählen müssen. Aber ihr seht schon, jetzt hat er eine richtig gute Konsistenz. Wenn er nachher nicht mehr an der Hand klebt, dann finde ich, ist er perfekt. So, wenn man ihn schön durchgeknetet hat, dann fange ich so an, ihn langsam ein bisschen rund zu machen. Und dann meistens mache ich das so, tue den da so in der Schale so drehen, weil dann gibt es eine recht gute Kugel. So, am Schluss sieht der Teig so aus und den lassen wir jetzt etwa 20 Minuten gehen. Für das stellen wir den Ofen auf 50 Grad. Und da meistens irgendwie auf den Teller erwärmen, das ist eigentlich bei uns jetzt das beste Programm für das. So, dann nehmen wir den Teig, tun ihn hier in den Ofen zu und jetzt müssen wir noch 20 Minuten warten. Super Sache, oder? Eigentlich ist es sehr schnell gemacht, wirklich. Das ist jetzt vielleicht eine Sache von 4 Minuten gewesen. 20 Minuten warten, ausrollen, belegen, in den Ofen, fertig. So, die 20 Minuten sind jetzt vorbei, ich habe den jetzt wieder rausgenommen. Sieht jetzt so aus, ist noch aufgegangen. So, jetzt habe ich noch den Ofen vorgeheizt, aber was cool ist, wenn man so Pizzastein hat, der sieht jetzt da schon ein bisschen dreckig aus, das liegt aber daran, weil der schon 100 Mal im Ofen war. So ein Pizzastein ist etwas richtig Cooles, weil man kann so einen Steinofen simulieren und nachher wird der Pizzaboden knuspriger. Auf der Pizza haben wir Käse, Mozzarella, ein Ei, Tomaten, Paprika, Oliven, Schinken und Pilz. Das habe ich jetzt alles schon vorgeschnibbelt, damit man es nachher nur noch draufgehen kann. Was hat es eigentlich auf eurer Lieblingspizza drauf? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Als nächstes müssen wir jetzt den Teig auswählen. So, jetzt habe ich die erste Pizza auf den Stein getan.
Die wird jetzt ganz kurz vorbacken und dann kann man das nachher einfacher belegen und der Boden wird noch knuspriger. Der ist jetzt etwa, ja, so etwa eine Minute drin gewesen und jetzt kann man ihn belegen. So, ich habe hier in der Zwischenzeit noch ein Tomatensauce vorbereitet. Das ist einfach Knoblauch, Zwiebeln und passierte Tomaten. Einmal ein bisschen aufgekocht und jetzt kommt da von dieser Sauce drauf. Nicht zu viel, weil sonst wird es matschig. Dann nehmen wir unseren Käse. Auch nicht zu viel. Ja, so ein bisschen. Mozzarella. Gut verteilen. Dann ein bisschen von dieser Tomatenpaprika. Ein paar Pilze. Ein paar Oliven. Und ein bisschen Schinken. Man kann den Schinken auch unter den Käse tun, dann wird er so ein bisschen überbacken. Aber ich finde es eigentlich noch fein, wenn er oben drauf ist, weil dann wird er so ein bisschen knusprig. Und weil ich keine Pizzaschaufel habe, nehme ich einfach das ist ein anderes Gerät. Okay, die Pizza jetzt auf den Pizzastein. So, die braucht jetzt etwa nochmal 3-4 Minuten. Das geht mit dem Pizzastein wirklich mega schnell. Das ist auch eine coole Sache. Und sehen wir nachher gerade, wie sie aussieht, wenn sie fertig ist. So, die Pizza hat jetzt nochmal 4 Minuten gebacken ungefähr. Ihr seht, sie ist nicht ganz so dunkel, aber das habe ich auch sehr gerne. Das Ei habe ich auch nicht drauf gemacht, das kommt nachher noch in die Pizza Calzone und jetzt esse ich zuerst mal. Die Pizza war jetzt richtig fein gewesen. Ich mache jetzt noch etwa 4 weitere. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, damit ihr kein Video mehr verpasst. Schreibt etwas in den Kommentaren. Zum Beispiel Patrick, ich kann hure gerne Pizza Hawaii. Bis morgen. Ciao.